It is impressive that you managed to survive this long. Und somit gehst du zurück zu diesem kurzen Video. Wenn es dich interessiert, wenn du mich schon länger verfolgst, wird das Video vielleicht für dich interessant sein. Wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, grüß dich aus der Steiermark. Wo fange ich an? Ich habe schon zig Male mittlerweile mit Generation Zero begonnen und habe sie dann immer wieder abgebrochen. Warum? Keine Ahnung. Performance-Probleme und so weiter und so fort. Ich blende dir jetzt was ein, das habe ich erst jetzt am 1.12. um 18 Uhr gefunden. Es erschien vor einigen Tagen ein kleiner Trailer zum Spiel. Ich blende ihn dir mal ein. Peggy 12. I am emergent. I am inevitable. I have planned for every eventuality. But you're already too late. My ascension has already begun. How fortunate you are to witness the next stage of life on Earth. Bevor ich zum Showdown-Update komme, kurz eine kleine Sache in eigener Sache. Ich entschuldige mich bei Nuka und Plot, dass ich eure Kommentare aus den letzten Episoden noch nicht beantwortet habe. Wie du siehst, ich war gerade heute ein bisschen beschäftigt mit diesem Video, dass ich das heute noch hochkriege auf YouTube. Genau. Machen wir jetzt mit dem Showdown-Update weiter. Und zwar, ich hatte ja heute schon ein Video hochgeladen mit den Änderungen für 2025 und dieses Video war aber nicht geplant. Das mit dem Showdown in Generation Zero, das interessiert mich doch sehr. Lass mir jetzt erklären, was es jetzt genauer geht. Und zwar, ich habe ja schon des Öfteren probiert, die Geschichte von vorne aufzudröseln. Ja, seit geraumer Zeit stellte sich für mich die Frage, was geschah nach Alpine Unrest in der Geschichte. Die Hauptgeschichte lässt einige Fragen offen und auch FNX Rising lässt einige Fragen offen. Wenn du die Geschichte nicht kennst, es kommt hier jetzt zu einem klitzekleinen Story-Spoiler. Und zwar, es gibt mehrere Fragen. Beziehungsweise ich würde jetzt nur eine Frage in den Fokus stellen. Was zum Beispiel geschah mit Veronica? Genau. Veronica Nielsen war ja eigentlich eine der Hauptprotagonisten rund um den Angriff auf Östertörn. Mehr will ich dazu nicht verraten. Vielleicht weiß man es ja schon oder auch nicht. In Celebi 2 Tage oder ich glaube 2 oder 3 Tage vor dem eigentlichen Angriff geschah etwas in Celebi. Genau, mehr will ich nicht verraten. Und das ist die Veronica. Das Einzige, was ich jetzt aus dem Trailer mir rauskopiert habe, ist ein kleines Foto mit einem Charakter vor mehreren PCs, wie du hier siehst. Und ich vermute mal, wir werden Veronica wieder sehen. Genau, mehr will ich dazu nicht sagen. Wir werden uns durch etliche Storylines plagen, wenn ich das Ganze beginnen werde. Und zwar, ich blende es dir jetzt ein. Das schwedische Militär, Therese, Pontus, Anita, Holberg, Van Ulmer und Veronica.
Da kommen aber noch 2 oder 3 Charaktere hinzu. Richtig. Dazu aber dann, wenn das Let's Play beginnt, mehr dazu. Wenn ich das Ganze anfange, wird der Ablauf wie folgt sein. Das Hauptspiel, FNX Rising, Alpine Unrest und dann eben ab in das Showdown Update. Genau. So wird der ganze Ablauf sein. Dann, was für dich wichtig sein wird, wenn es dich interessiert, es wird ein Waffenpack geben. Ich habe da ein bestimmtes Waffenpack im Fokus oder beziehungsweise im Blick, das wird installiert. Mehr wird es nicht geben. Es gibt für diesen Durchlauf keinen Basenbau, keine Basenverteidigung und so weiter und so fort. Ich werde mich rein auf die Geschichte konzentrieren. Was heißt, ich werde auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielen. Das, was auch sein könnte, wenn es später oben raus zu leicht wird, dass ich auf den Guerilla-Schwierigkeitsgrad umstelle. Natürlich, die Waffen und so die ganzen Sachen, ja, das wirst du dann alles sehen, wie man das vorstellt. Und zu guter Letzt, für dieses Video ist jetzt nur wichtig, ich habe in der letzten Zeit, jetzt knapp über ein Jahr, oder über 2 Jahre, trage ich viele Story-Elemente zusammen, blende ich dir ein, da habe ich ein bisschen was. Das schaut jetzt momentan so aus und ich werde versuchen, die Geschichte jetzt nicht unbedingt ab Celebi einzuordnen und ich werde sie auch nicht ab dem Zeitpunkt einordnen, wo wir zu Beginn dieses Blatt finden, vor wegen dem Verteidigungsprogramm und dem, was die Bevölkerung in dem Verteidigungsprogramm gelernt hat, ab in die Bunker etc. und bibaba und bla bla bla. Wir werden die Zeitgeschichte oder die Geschichte selber ausweiten. Die eigentliche Geschichte beginnt schon in den 70er Jahren. Dazu aber dann im Spiel mehr. Wann das Ganze kommen wird, kann ich dir noch nicht verraten, weil ich es ehrlich gesagt noch nicht weiß. Ich möchte jetzt vorerst mal den Sendeplan, wie er momentan läuft, beibehalten. Sobald sich etwas ergibt, gebe ich dir Bescheid. Ich brauche dafür ein bisschen Zeit. Ich werde mir jetzt ein kleines Skript schreiben, um ungefähr zu wissen, wann was stattgefunden hat und wann es im Let's Play dann Server von Bedeutung ist. Das wird ein sehr lineares Let's Play. Das heißt, wir werden die Missionen nach und nach ablaufen. Ich muss mich aber informieren. Es gibt etwaige Orte im Spiel, wo du vorbeilaufen kannst. Die werden wir natürlich versuchen, alle mitzunehmen. Es gibt in der Südküstenregion eine kleine Ortschaft, da müssen wir rein. Dort werden wir auch Zeitungsberichte finden. Wir werden die Geschichte einer Reporterin nachgehen, die Ereignisse rund um Celebi etc. und des schwedischen Verteidigungsministeriums, ich nenne es mal so, die das Ganze verfolgt mit den Investitionen rund ums Militär und um das schwedische Verteidigungsprogramm. Ich nenne es mal so. Da ist ein bisschen mehr im Hintergrund, wenn es dich interessiert. Wie gesagt, ihr habt jetzt einiges loslassen. Es wird ein relativ lineares Let's Play. Ich werde versuchen, wichtige Teile aufzuarbeiten, unwichtige Teile werden zusammengeschnitten. Und, was ganz wichtig ist, ich habe vor, Spiele, die ich schon kenne, im Serienformat zu bringen. Das heißt, Intro, Outro und etwas zusammengeschnitten. Und genau wie gesagt, die unwichtigen Dinge, wo nichts passiert, werde ich rausschneiden. Genau. Ich hoffe, du hast jetzt alles erfahren. Und ich habe nichts vergessen, hoffe ich heute. Also dann, ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend und spätestens morgen am Nachmittag beantworte ich Tobis und Nukas Kommentare. Genau. Ich bitte darum um Verzeihung. Danke und bis zum nächsten Mal. Baba.